Sogar die Europäische Kommission, die ja nicht für ambitiöse Klimaziele bekannt war, hat sich beklagt, dass unser Approach für als eigen nationale Klimaziele zu erreichen, nach unklar und undefiniert wird. Als aktuell CO2-Steuer um Benzin mischt nur rund 11 Euro pro Tonne aus. Das entspricht nicht am geringsten dem Preis, den auf den Energiemarktscheren für ein Emissionszertifikat heute abgerufen wird, geben wir uns um aktuellen Preis von der Börse, was ein niedriger Preis als orientieren, müssten als Taxen Carbon bei 25 Euro pro Tonne leihen. Also mehr wie doppelt so hoch wie sie heute sind. Es geht nicht durch, just über die Gratuität vom öffentlichen Transport zu schwätzen, muss auch Pisten haben, für diesen mehr accessible zu machen. Gerade die Leute, die am dringendsten auf den öffentlichen Transport angewiesen sind, ihre Mobilitätsbudget zu reduzieren und auch einen schlechten Zugang zu diesen. Dafür brauchen wir bessere Verbindungen am ganzen Land, aber mehr breit und flexibel aufgestellten Fuhrplänen. Wenn wir die Entwicklung vom Immobilienmarkt mit den Zinsen im Spurbuch vergleichen, wo sind Preise für zu wohnen 100-mal so sehr wie Kapital auf einem Spurbuch. Zur Dignität des Menschen gehört auch das Recht auf einen anständigen Dach über dem Kopf. Ganz egal, wie hoch die Wurzeln von unserem Land ist, und das ist nicht wert, wenn nicht jeder gleichermaßen davon profitieren kann. Als Land, das sich mit seinem Triple-A draußen bretzt, wird den Triple-A als soziale Frauen schon längst verloren. Von kleinen Konstruktionen über Solaranlagen bis hin zu Multimillionenprojekten, Vertrauen von Bürgern müssen wir also auf allen Niveaus von der Politik verdenken. Der beste Datenschutz ist den, Daten überhaupt nicht zu haben. Schon gut nicht an Datenbanken zu speichern, dafür gehört Vorratsdatenspeicherung hochgeschafft. Solange Lützeburg und der Vorratsdatenspeicherung festhält, akzeptiert die Regierung, dass Grundrechte von Einwohnern von diesem Land alldach tausendfach verletzt. Die Chancen von der Digitalisierung sind aktuell leider nicht gerecht verteilt. Das in der Politik für die Chancengleichheit zu schaffen und Sozialkohäsion zu garantieren. Wir Piraten werden während unserer zweiten Saison an der Chambre noch nicht zu sehen. Für weiter Ideen zu präsentieren und zu debattieren. Wir wollen heute über konkrete Proposen am Platz über eitel Floskeln schwätzen. Ich so nicht merci.